Die Lila hockt hier im Zimmer. Sie sieht aus wie ein Häufchen Elend. Tränen rugeln ihr über die Backen und sie muss sich schnitzen. Was ist eigentlich los mit der Lila? Ist etwas Schlimmes passiert? Da kommt der Hops. Der hat auch gemerkt, dass etwas mit der Lila nicht stimmt. Er pöppelt fein an die Türe, stösst sie auf und geht rein. Er sieht Lila am Boden hocken und rennen. Schnell geht er zu ihr her, hockt neben sie am Boden und legt seinen Arm um ihre Schultern. Lila, was ist denn einmal los mit dir? Nach der Schule bist du auf dem schnellsten Weg heim und hast dich im Zimmer verschliffen. Ist etwas passiert? Lila schaut auf. Ihre Augen sind rot vom Rennen. Der Hops streckt ihr ein Nasenlümpli her. Lila trocknet ihre Tränen und die Nase. Die Maja zügelt weg. Das hat sie mir heute in der Schule gesagt. Das kann sie doch nicht einfach so. Sie ist doch meine beste Schulfreundin. Wieder rugeln Lila dicke Tränen über die Backen. Der Hops weiss gar nicht so recht, was er sagen soll. Das ist nicht traurig. Ihr habt euch doch immer so gut verstanden. Wann zügelt sie und woher? Sie zügelt in den Ferien. Das heisst, schon in 2 Wochen gehen sie. Dann gehen sie 3 Wälder weit weg. Das ist viel zu weit, für heute zusammen abzumachen. Dann müsst ihr halt etwa in den Ferien abmachen. Und sonst schreibt ihr aneinander Briefe. Dann seid ihr dann die besten Brieffreundinnen. Ja, das haben wir auch schon gesagt. Aber dann müssen wir immer so lange auf Briefe voneinander warten. Und es kostet so viel. Mir kommt da eine Idee. Wir fragen die Eule um Hilfe. Die Eule? Hops, das ist ja oben eine super gute Idee. Danke vielmals. Ich rufe ihr gerade. Jetzt ist Lila plötzlich in Schuss gekommen. Sie hat der Eule gerufen. Eule! Und die war per Zufall gerade in der Nähe. Da bin ich, Lila. Wo brennt's? Brennen tut es nicht. Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Lass mir zu. Lila erzählt der Eule vom Wegzug von ihrer besten Schulfreundin. Dass das doch einfach nicht fair ist. Und dass sie jetzt Brieffreundinnen werden. Aber dass es viel zu lang geht, bis die Post bei ihnen ankommt und jeden Tag einen Brief abschicken viel zu teuer ist. Aha, ich verstehe. Du möchtest, dass ich eure Briefe hin und her und her und hin fliegen. Ja, genau, liebe Eule. Meinst du, das geht? Sie wohnen jetzt eben den Hennen weit weg. 3 Wälder weit. 3 Wälder ist für mich ein Klacks. Ich fliege jeden Tag so weit. Kein Problem für mich. Weisst was? Das mache ich gern für euch. Oh, du liebe Eule, du. Ist das wahr? Das ist wahr. Ich liebe es, zu helfen, wenn ich kann. Oh, Eule, du bist die Beste. Danke dir viel mal. Und Hops, danke für die geniale Idee. Jetzt kommt es doch noch gut. Gell, Lila? Ja, es ist schon toll, wenn man so gute Freunde hat. Und genau so ist es auch mit Gott. Es gibt kein Problem, das zu gross oder zu kompliziert für ihn ist. Alles darfst du ihm sagen. Er wird dich trösten und dir eine Lösung geben, wenn du ihn darum bittest. Im 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3-4 steht, dass Gott ein Vater ist, der in unseren Nöten mit Trost und Ermutigung zu Hilfe kommt. Toll, oder?